so weiter. Und dann war ich gewoon, dann auf eins begehen wie Gott da. Und jetzt da ein Kriegsweg, den wir nicht verübt sein haben. Und dann bleibt uns manchmal selbst nicht übrig als Stillsein. Habe ich nicht zu sein. Meinst du, hat das da? Der das von einer sie gesagt, ein lang ersehnter Tag. Von der anderen Seite ist dort ein Tag, der dem Mensch sich nicht wünscht, zu begegnen. Ich habe aber gar nicht rangewohnt. Das ist einfach so dort. Wir wollen noch nicht, den für sich in Raum zu wohnen. Weil wir bloß ein Ding damit uns bewusst merken, dass wenn der Herr uns Gedanken anjagt, dass wenn der Herr uns vielleicht im Plan jagt, oder dass wir, wenn wir planen ans Leben, ans den Weg erdenken, dass wir den Weg dann mit dem Herrn Taubplan den gehen, dass wir gesegnet sind. Wir wollen von der einen Tag hier führen, am Überleben von einer Person mitgenommen zu denken, in den letzten Augenblick eigentlich ans letzte Gedanke noch aussagen, an den Wunsch an der Person. Das ist eigentlich ein Tag, wo wir viel zu sagen haben, viel reden können. Wir haben aber nicht viel zu sagen. Das ist ein Tag, den der Herr gemerkt hat, er hat den bestimmt, auf uns den geschenken. Wir wollen von der an dem Herrn sie Namen zu wichtig und groß haben und dass sie Namen dadurch kann wieder verherrlicht worden. Wir haben was mit dem Programm geplant, dass wir von der hier so durchgehen, eine Abschiedsfeier für den verstorbenen Vater, wie ein Traum vorbei. Wir wollen hier nur das Begrüßung nach Einleitung hier von Chor. Nur dem kommt dann die Predigt von Obram Eframpel Augustin. Dann habe ich dort was Familienbeiträge, Lebensverzeichnisse und so weiter. Dann war nur dort erst noch Gelegenheit für die, was wir nicht angeplant haben, die wir noch einen würden Wunsch haben, vielleicht was mit der teilen. Dort, wenn die Namen kommen, ab den Dash, kann es sein, da sind noch was in den Karten, da jetzt was abgeschrieben. Wenn die einen Gedanken haben, den die da abschreiben wollen, das sei gern. Wenn die dort alle gut belebt sind, ein mitzunehmen oder ein paar. Das ist was abschreiben und Stahl nach Luther kriegen, dürfen auch dort sei gern down. Ich freue mich, dass Sie noch wollen abstunden beten, wenn die noch draußen steht. Bleib ja Gott vor dem Himmel. Wir danken dir dafür, dass du diesen Tag uns geschenkt hast, damit du die bewiesen hast, abfrische. Wir danken dir dafür, dass du ein Ziel hast, ihr merkt für uns.
dat waren uns dat hier. Dies der schenkt. Und Sachen abhören, dass du danach du bist. Dass du auch von Ewigkeit wirst und auch was Ewigkeit sein wirst. Wir freuen uns, dass du das Programm von der des letzten Aufschiedstag segnen wirst mit uns sein. Und dass wir ihn allein verdienen, deine Verherrlichung haben wollen. Wir laden die an, Herr, mit dem Björn zusammen und befehlen uns die an. Im Namen Jesus Christus. Amen. Der wir du sagen. Kommt dann, leid. Ja, ich heet ook iedereen welkom in deze afscheidsfeier hier. Van een eigen man, Vater, grootvader, grootvader. En zo van vele vrienden. Des dag was Gott al einen Tag die Jahr 3, wat van jou hier passieren wordt. Dat jij eens kan feststellen, want er
Gott erst, dat is een dag, dan op je list af, wat hier van jou wordt vergenomen. Zeg haar, hij doet van mij die een herzlich welkom, ook al die worden vielleicht auch van het internet, het Horche, vrienden, je Schwester. Zo moet het een dag zijn waar we ons van herinneren kunnen aan ons leven. De psalmist zeggen dat ook we zullen nadenken op ons leven. Wenn wir Psalm 90, Vers 12 lesen, da sagt er, leide uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So, ich denke, dass es ein Tag was dit am besten an zu denken, dit echt op een dag waar im Sarg liegen. Wen stirbt? Was im Sarg liegen kann, weiß wir nicht. Kann nicht alle Menschen. Aber ein Tag, dass wir auch waren, sterben. Das Onkel der hat een huwelijk alle erregt, wo der Tierenfahrt von reden lässt. Er sagt, ons Leben als 70 Jahre, wenn hoch kommt, dann 80 Jahre. Und er ist 81 geworden. Er hat een huwelijk alle erregt. Ich kann sagen, er ist zu der Ruhe geworden. Wenn ein ganz kleiner Mensch, ganz kleiner Baby startet und sagt, was hat er zur Ruhe? Er ist noch nicht mehr geworden. Aber Gott nimmt jeder ein zu der Ruhe. So, das Onkel hat viele Jahre hinter sich. Und wir denken vielleicht so, als junge Menschen denken vielleicht alles so, das hat jemand anderes aber nach langer Zeit. Ne? Weil kleine Menschen so, dass ein Trägkick auf sein Leben, die kann die Zeit noch mal kalt fällen. Ich weiß, er hat uns ziemlich gut alle, dann sieht er immer noch, wie durch alt. Er wird in der 70, er sieht noch, wie durch alt. Ich will het ook eens zo gaan, en we dachten ook nog zoveel levenslast. Hij dacht, ik maar nog oud zijn, ik nog niet. Maar daar, hij werd oud. Nu kan zijn, hij heeft het alle overtraven, wat de psalmist zegt, dit 70, want heel komt, dan is het 80. Ik heb mal eine Predigt, die je dat zegt, hij met een nieuwe studeert, waar hij zegt, om nu te denken op ons leven, dat weer moet, hij zegt het vielleicht van 1000 en een paar duizend jaar terug. Er zit van Deutschland, hier in Deutschland, aber in der Schweiz noch bekannt ist, aber ich sehe, dort wird die Zeit ziemlich so dort gewesen, denn der Mensch hat einen Schal, eine Studie gehabt und der hat einen Sorgband gehabt. Und dann ging ich alle Verse mal und ging und lese in das Sorg durch und dachte ab sein Leben. Wo steht das von der Aufkern? Wo steht das Welle? Im Sorg durchleihen, und du stehst allein für die, dann wirst man ab dein Leben nur denken. Wort sein in der Ewigkeit. Wo wir euch ankommen in der Ewigkeit, ein Wort durch sein. Ich glaube, wir uns ein bisschen schaden, sonst das wollen wir nicht tun, nicht? Man sieht, wie es dort gewahrt, und erst vielleicht nicht mal so, vielleicht haben wir noch eins in der, ich weiß das nicht. Aber wie interessant, weil der Mensch ab Gedei gekommen ist, ab mal nur zu denken, ab das Leben. So, ich habe hier ein Textfers, wo ich heute in der Offenbarung 14:13, wo wir ab nur denken, das Vers da ich der Post hier, als wir eine Abgabe, aber wir haben uns zu reden, was redet man, was ist wichtig und so weiter. Aber hier steht ein Vers, was mir immer war, so sehr interessant. Hier sagt es, steht Offenbarung 14:13. Hier sagt Johannes, es steht, ich hörte eine Stimme von Himmel zu mir sagen, schreibe, selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. So, das ist Gott wichtig gewesen, das in das Wort nennen zu stehen. Er hat für Johannes gesagt, hey, ich schrieb das hier auch noch nennen, selig sind die Menschen, die im Herrn sterben. Ich sage hier nicht, selig sind alle Menschen, die sterben. Er sagt, selig sind die, die im Herrn sterben. So einmal das Wort bedeutet, selig zu sein. Selig, weit wir, das hielt sich ans Meinung und sei ja heldig Wort, ja. Selig, was ist selig? Selig ist glücklich zu sein. Wenn wir nicht sagen, okay, das Mensch ist glücklich. Und da kann uns vielleicht vertellen, hey, ich habe Glück gehabt. Okay, dann fragen wir uns mit, Glück ist eine Freude. Glück ist eine Freude, ja. Das heißt, ich gerne auf ein Glück gehabt. So ein Glück muss ich auch noch mal haben. Okay, und das haben wir zu tun, glücklich zu sein, zu sterben, wie es Menschen, wie würde sein, nur Leben ist ein Glück, ja. Wer lebt, wer gesund ist, wer genug Geld hat, wer
alles hat, dann würde sein, oh, das ist lecklich, der hat wahrscheinlich das Leben, ja? Gott sagt anders. Wer durchstorft in den Herrn, der ist glücklich. Wir Menschen, wir denken anders. Ans Leben abdesiert, durchcheckt wir, ob wir glücklich sind oder nicht. So, was meint dort wirklich in den Herrn zu sterben? Dort ist das, dass wir diese feste Taufe trühen haben, uns mit dem Herrn Jesus zu begegnen. Dort ist dort gleich. Was Gott hier in seinem Wort aneinander gesagt hat, das ist dort gleich. So wie weiter von der, die das angereden halten, nicht ans halten von der noch zu reden, bis für all uns, was da hören kann, was da noch leben, ja. Wie viel Trühen das Ankel ist durch angekommen, wo Gott sagt, durch, wo eine Ruhe wird von seiner Arbeit. Lieber Zuhörer, wo jetzt die dort, wenn du an das Nachdenken ist, von der, was ihr schon seht, und allgemein denken nicht um Sterben, ich will auch nicht. Ein gesunder Mensch, der will nicht denken um Sterben, der denkt bloß um Arbeit und wahrscheinlich danach kann wohnen, will wohnen und so weiter. Aber ich denke, das ist ein Moment, was das am Jahr ist, wenn wir in der Leiche fahren, an zum Sorg leer sein, dann fangen wir an Not zu denken. Das ist die beste Gelegenheit für uns, an Not zu denken, ab ans persönliche Leben. Feiert mich glücklich, sei nicht glücklich. Oder bist du glücklich, bis in dieser Welt, wenn du besonders Glück hast, dann fühlst du dich glücklich, wenn nicht, dann nicht. Oder bist du glücklich, wenn du die mal lossetzt und denkst auf dein Leben an? Fühlst du dich dann immer noch glücklich? Oder wo können wir uns glücklich fühlen? Wo können wir uns glücklich fühlen? In Epheser 2, 8 und 9, da sagt es, wir sind durch die Gnade, so wie geraten worden. So Gott hat die Gnade gegeben für alle. Nicht durch Worten, sagt er. Wir kicken, filmen uns auf den Menschen, das Vater, wo wir wieder bekicken, wo er sagt, seine Worte gefallen ja am Nu. Aber hier einmal drei ab diesen Vers, in Epheser 2, 8 und 9, sage ich, dann aus Gnade seid ihr seilig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus den Werken, auf das sich nicht jemand riemen. So, hier sagt uns doch klar, durch Gnade, hier sagt doch das Wort seilig, wo wir sagen, durch die Gnade seid ihr glücklich geworden. So, wer ist nicht, da wir uns die Gnade schenken, das ist ein ziemlicher Vorteil, da ich sehen, Jesus Christus, schafft diese Gnade ans Geschenke. Ans alle. Jeder einer kann an diese Gnade teilhaftig werden, wer du will. Sondern er sagt, nicht ut Worte. Nicht ut Worte. Ut dem Glauben, wo wir geraten. Ut dem Glauben, haben wir geraten worden an Jesus Christus. Und diese Sicherheit haben, das glücklich zu sein, den Tag, wo wir von dieser Erde wahrgenommen worden, dass Jesus mit offenen Armen stehen und uns Empfang zu nehmen. Dort ist das glücklich zu sein. Dort hat Gott wichtig sein, dass uns dort gesagt wird, dass in jeder einer, dass wir Menschen dort wirklich weiter, wo dort zu bedienen haben. In Psalm 73, 12, du sagst, das Psalmist sagt es dort, siehe, das sind die Gottlosen, die sind glücklich in der Welt und werden reich. So, die sind glücklich. Die Gottlose, der fühlt sich vielmal so ganz glücklich. Der Gottlose fühlt sich vielleicht manchmal viel glücklicher aus, wie was wir gläubig sind. Wie wir gläubig sind, haben vielleicht manchmal Zweifel und weiten nicht, und aus er glücklich so, aber nicht. Und der Gottlose fühlt sich sehr glücklich, wenn er das scheinhaft. Ja, wenn er scheinhaft Leben hat, vielleicht recht erst, was immer. Und gleichhaft fühlt sich glücklich. Aber, das glücklich zu sein, sich mit den Herrn zu begegnen, dann wird er nicht weiter. Da wird er vielleicht stummen werden, Frau. Bist du gut und glücklich? Bist du glücklich, um zu denken und den Herrn zu begegnen? Wie Menschen wie sein, gesehener Mensch, gesunder Mensch, lebend im Leben. Doch Gott sagt, glückselig sind die, die im Herrn sterben. Stell uns vor, in Ewigkeit anzukommen mit Jesus Christus.
Hvor han sagt, hvor der kein Lied mehr wird sein. Keine Weide, keine Sorge. Unaussprechlich herrlich. Ich habe Platz, hat er uns versprochen. Wer will nicht haben? Das ganze Schau hier ist, wo alle würden sagen, jo, ich will das auch haben. Bestimmt. Wenn das ist so herrlich, das kann wir nicht aussprechen. Aber die Bibel sagt uns dort, wo herrlich das ist. Keine zweite Seite sieht er eine Ruhe. Der Mensch wird zu der Ruhe kommen. Stabans für das Onkel hat 5 Jahre, mit über 5 Jahren im Bad gelegen. Was will ich sagen? Der hat sich auch nicht geruht, ja. Das ist auch nicht mein, von seiner Arbeit. Wenn wir im Bad liegen, wie war das mein, ja? Wat einmal een vijf minuten hebben van leven, die maakt een abstonden gaan. Ja. Die maakt aan strijden, einmal deze zien, einmal van andere zien, einmal zo, wenig harper wat mij. Maar wat je van wat van Ruhe ans de Bibel zijn is. In Hebräer kapitel 9, kapitel 4, Entschuldigung, Hebräer kapitel 4, vers 9 bis 11. Hier sagt uns, darum ist noch eine Ruhe vorhanden im Falsche Gottes, denn wer zu seiner Ruhe gekommen ist, der ruht auch von seinen Werken, gleich wie Gott von seinen. So lasset uns nun Fleiß tun, einzukommen zu dieser Ruhe, auf das nicht jemand falle in dasselbe Beispiel des Unglaubens. So hier hat Gott uns zugesagt. All die Gläubigen haben zugesagt, dat für das Volk Gottes als eine Ruhe zugesagt. So, was denkst du, lieber Zuhörer, für was will Gott uns die Ruhe geben? Wenn wir diese Erde sehr geschafft haben, sehr reich geworden sind, sehr Druck gehabt haben, und für Gott nicht einen Moment Zeit gehabt, ist Gott dort wichtig, die Ruhe zu geben. Er sagt, den Volk Gottes als eine Ruhe vorhanden. Die wird verarmt gearbeitet. Wird wenigstens mal an Zeit gehabt, verarmt zu arbeiten. Sagt er, die will er eine Ruhe geben. So dann fragen wir uns, was kann ich tun? Was mag ich tun? Was kann ich tun? Der Herr will uns für alles, Jesus sagt ja, alles, was du uit Leib tun wirst, verarmt, sagt er, weil er dir auch vergeben, ja? Weil er dir auch verbelohnen. Als een ander was kalt wordt gegeven. En sie nun, sagt er, dann wordt je belohnt. Gott hat uns versprochen, der Ruhe, wenn wir verarmt schaffen, alles was wir verarmt tun, uit Leib. Das sagt uns so, alles was je tun hat, wieder mit Worten, das soll ich für den Herrn tun. Ich weiß nicht, was wir alles abteilen können, was wir den Herrn wirklich taut. Der Herr kijkt ganz genau auf uns, was wir verarmen. Ganz genau kijkt er, was wir verarmen. Und er wird nie was vergeten, was wir verarmt haben. Ich denke, das andere Herr fehlt auch hier, aber kann nicht sagen, dass ich viel hier abfahrt für die Klinike dann. Ich lasse ihm gestern gedacht, dass er nie war, dass er nicht präge war, was immer, aber er hat fehlt für die Knie, für uns Stuhl, für die Kühnen, alles hat für sich viel Hand geopfert. So, was legen wir, es dort lang wird oder nicht. Die Bibel sagt alles, was wir uit Leib für den Herrn tun. Was ich meine, wenn wir nie Zeit haben für einen anderen, zum Beispiel als Mitbruder, in der Gemeinde, in der Kolonie, kein Zeit ewig haben, dann freue ich mich, wer ist mir geworden? Für was will Gott mir in Lohn geben? In Ruhe. Wenn ich sage, ich mir geworden, ich kann auch arbeiten. Die, was die tun haben, was die gearbeitet haben, in Leib für Jesus Christus, die will er das Ruhe geben. Einmal hat er uns auch versprochen, hier das eine Ruhe zu geben. Dann kicken wir in Matthäus Kapitel 11,
door, sagt er, wir sollen noch ankommen, er wird uns erquicken, das nämlich so, dass hier bis hier, er uns erquicken wird, er uns sagt hier, Matthäus 28 bedardigt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Hier sagt er, kommt alle noch mehr, der wird mühselig und beladen sein oder schwer beladen sein, sagt er, ich will jünt erquicken. So er will uns auf diese Ehe ein erquicktes Leben geben. Er will, dass wir auf diese Ehe ein Leben genießen. Für an. Und er sagt, wir sollen das Joch abnehmen, so dass wir sollen mit einem Tod gespannt gehen. Wir sollen von ihm lernen. Wir sollen lernen, dass er sanftmütig ist und dass er demütig wird. Und dann sagt er dann, wo ihr Ruhe findet für eure Seele. Ab dieser Ehe kann unsere Seele auch ruhig leben. Wir können ganz in Ruhe leben. Als wenn wir auch krank sind, was immer, aber die Seele in sich, die kann ruhig sein. Ja? Und Jesus hat uns gesagt, an sein Joch ist sanft und seine Last ist leicht. So wir denken an das andere so viele, 5 Jahre, über 5 Jahre, was er im Bad gelegen hat. Kann ich reden, kann ich mir seine Gedanken äußern, kann ich Momente, warum das wirklich ging. Wir können ihn nicht verstehen, er wollte irgendwas sagen, wir können ihn nicht verstehen. Aber da wird einer, was ihn verstehen kann. Und ich vertraue mit denen, habe ich beständig Kontakt gehabt. Beständig mit denen Gemeinschaft gehabt. Wie kann ich, muss einen Rechten sollen so erst gewass, sollen so Worte sein? Bestimmt habe ich beständig mit das ein Wort anders verstehen können. Die eine Frau, die eine Kinder können am nicht mehr verstehen, was er sagt. Sie müssen sich was denken, was das sein, was ihr wollt habt, utfängt. Nu habe ich erst was von der Liebe hier. Gott hat von erleist. Gott hat von hier was geholt. Ich glaube, wenn er über kommen sein oder ans Mutter sprechen sein, das erst ruhig lang gewesen. Ich kann die Zeit hier lieben. Jede Ewigkeit, das Paulus uns sagt, erst nicht. Er sagt, diese Zeit, ab dieser ihr zu leben, in jedem Meten der Ewigkeit, so herrlich aus der er sagt, dann erst das Leben, ab dieser ihr nicht. Vielleicht wird es Onkel ansehen, dass das dort sein. Aber er kann nicht, und wird uns nicht kommen sein, wo er angekommen ist, und wo er das gegangen hat, wir können ihn nicht verstehen, wann wir am früher, wo er das ging, wo er am Bad wird, der sterben wird, der wieder kann nicht mehr, als er will, wir uns ganz was anderes. Er kann uns nicht mehr sagen, nicht mehr mitteilen, wo er das wirklich gehen wird. Wir lesen ein paar Versen Römer, 8. Kapitel. Hier ist es, wo Paulus sagt, wenn wir Orbe sind, dann haben wir die Erbschaft. Römer 8, 17 und 18. Sind wir dann Kinder, so sind wir auch Erben, nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, so wird anders mitleiden, auf dass wir auch mit zur Herrlichkeit erhoben werden. Denn ich halte erst dafür, dass dieser Zeit Leiden der Herrlichkeit nicht wert sei, die an uns soll offenbart werden. Sei wie Kinder. Wenn wir Gott seine Kinder sind, dann sei wie eine Erbschaft und diese Herrlichkeit wird Offenbarung an sich gleichzeitig sind, die wird durchstorben. Dann sei wie ein Port von dieser Ort, wird diese Herrlichkeit oben worden. Und dann ist es, was ich hier betonen will, wo Paulus sagt, dass er dafür hält, dass Lieder ab dieser Erde gegen die Herrlichkeit, was uns offenbar worden soll, dann ist das Lied hier nicht. So wie stellen uns das Leben für ein Lang für. Ich glaube, wie es junge Menschen, die nachgingen, sagen, nach einem ganz, ganz jungen Zeit, das ist ein Onkel anchecken, wie würde sagen, es ist sehr, sehr alt geworden.
wir können uns das nicht feststellen, dass alle zu erregen. Überhaupt nicht können wir uns das feststellen, sind alle zu erregen. Und was wir an alles durchkommen werden, weit wir auch nicht. Wir einmal von der als nach gesund, vielleicht kraftig, wir können uns das ruhig feststellen. Aber wenn wir Paulus die Leben bekommen, was er das hier belebt, was er das hier alles beleben mussten, wo kann er noch uns das sein? Wo kann er noch sein, dass das dort noch nicht steht? Wie wir sagen, der hat grausam gelitten. Der hat ein schweres Leben gehabt. Aber der kann dann noch sein, dass das Leben jede Herrlichkeit, die dann so offenbar worden, halten hätte nicht. Wofür sagen wir mordisch auf uns Leben, das hier. An alles, was uns fehlt, vielleicht sind die Sünd. Aber als ich nur ein klein bisschen geworden bin, alles ist kaputt, alles ist uit. Wofür uns haben wir zu morgen und denken nicht an, was uns versprechen ist. Für das karte Leben abdesiert für den Herr Jesus zu leben und dann diese unaussprechliche Herrlichkeit zu beleben. Ich habe jetzt so verstanden. Der Ruhe ist gesagt, für alle. Jesaja 57,2, da sagt, und die richtig für sich gewandelt haben, kamen zum Frieden und Ruhen in ihren Kammer. Das Leben abdesiert, das können wir nicht selbstständig mitnehmen. Wir nehmen das vielleicht vielmals so sehr selbstständig. Ja? Wir leben so wie wir wollen. Wir leben vielleicht, denken nicht an, dass du noch ein Herr ist. Wir denken nicht an den Schöpfer, was uns gemerkt hat. Wir leben einfach das. Ja? Wir leben, der Odem ist da, das Schaf, das ist hopeless. Ja? Aber wer ist uns Schöpfer? Als dat die wat aan zijn odem een dag wordt nemen. We kunnen het zijn, de mens kan jaren krank in bad liggen. Maar wanneer de odem door bijna is, die leeft. Dan wordt eenmaal zijn we ganz gezond. Wordt we zijn ganz gezond, dat eenmaal plötzlich als de odem door was, leeft niet meer. Gott hat die ganze Macht über uns. Wenn er nicht lebt, nu erst Zeit, diese Zeit bestimmt für dessen an der Ruhe zu geben, dann gibt er die Ruhe. Und dort wird eine andere Ruhe sein, als wir, wenn wir uns neu geschafft haben. Durch Tag, sagt vielleicht rein mit, und dann fehlt vielleicht nach dem Bett, wo dann macht wir dort bloß noch unbedingt dann, wir sind überall mit, und dann schließlich ja uns auch schon mal handeln, zur Ruhe. Oh, das ist so viel wert, ja. Aber kein Vergleich gegen diese ewige Ruhe. Wie weit es, wenn der Herr will, der morgische Tag ist ohne dir, und was du war abkommen. Diese Ruhe, der ist für ewig. Du hast kein Leiden, keine Krankheit, nichts mehr zu erwarten. Das ist die Ruhe, wo Gott sinnvoll versprochen hat. Und der Sinn, das sind die, die der Familien geboren sind. Viele Menschen sagen, vielleicht Gott hat uns alle erschaffen, wir sind alles Gottes Kinder. Wir sind alles im Geschöpf Gottes, aber wir sind nicht alle in der Familie Gottes. Das merkt der Unterschied. Der Unterschied, was man ist, mal auch Wirklichkeit sperren, wenn der erste ewig wohnen wird, zu der Ewigkeit. Da wird man auch wirklich sperren. Dritte sagt, ihre Werke folgen ihnen nach. Kolosser 3,17 sagt, dann alles, was ihr tut mit Werken, das tut alles in den Namen des Herrn Jesus und danket Gott und dem Vater durch ihn. So, du sagst alles, was wir tun, mit Weder, mit Worten, das soll alles in den Herrn Jesus Namen tun. Alles. Weder, Worte. Dann ist alles mit Eisen. Okay, wofür sei wir aufgegeben? Das alles in den Herrn Jesus Namen zu tun. Und was wird alles nu fallen? Das andere Wort von der begruft, den wollen wir nie wahr sein, ob das hier, aber das Wort von ihnen geredet worden. Das Wort von ihnen geredet worden. Seine Worte waren am nu fallen.
dann denkt Mensch erst noch mal nur, okay, was hat das Onkel mir mal gesagt, was hat er mir mal getan, was ist das gewesen? Besonders vielleicht die frühe Familie, was hat uns Vater uns mal gesagt, was hat er uns mal gegeben, wo viel wird uns dort nicht, ja? Dann fangen wir an zu denken. Seine Worte waren einfach nur fallen, viele Jahre. Das ist nicht, dass hier abhören wird. Alles, was wir an anderen Menschen tun, in Jesus Christus sie nun, wird uns belohnt worden. Wir sagen, jede Freundlichkeit, jeder Handopfer, was wir uns handgeopfert haben für den Nächsten, dort wird er uns belohnen. Jeder Gebet, was wir gebet haben für unseren Nächsten, dort wird er uns belohnen. Jeder Thron, was wir für Gott haben für den Nächsten, ist ein Mitleid, dort wird er uns belohnen. Jeder Wort, wo wir von gezeugt haben, dass der Herr Jesus Christus der Welt heilen ist, dort wird er uns verbelohnen. Unsere Worte folgen uns nun. Dort können wir aber rechnen, wie weiter. Dort gibt Geschichten von Menschen, sehr groß, sehr viele, was noch viele Geschichten begegnen, was da in deinem getan haben. Aber wo viel interessiert uns in der Bibel mehr aus der Bibel, mehr aus dem Wort Gottes. Wir haben hier ein Buch, da steht auch geschrieben, was uns Heiland getan hat, in seine Worte gefallen wir auch nur. Wo viel interessiert uns dort? Mehr Geschichten, Bücher von Menschen zu lesen, die vielleicht ein sehr schlimmes Leben durch diese Welt geführt haben, aber wir werden in Worte alles getan haben. Und haben vielleicht keine Zeit, die Bibel zu lesen. Interessiert uns mehr für seine lose Geschichte. Wort wird uns lohn sein. Auch nur zu denken auf uns Leben. Wort wird das sein. In Offenbarung 2012, da steht es falsch. Es steht, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott und Bücher wurden aufgetan. Und ein anderes Buch wurde aufgetan, welches ist das Buch des Lebens. Und die Toten werden gerichtet nach der Schrift in den Büchern, nach ihren Werken. Du sagst, das Lebensbuch wird eventuell geholt worden und dann wird gekickt worden. Wir lesen ja, wir verstehen dazu, jeder einer, welcher Jesus Christus angenommen hat, der steht im Lebensbuch geschrieben, den sie nun. Ja? Es gibt auch ein Dichter, ein Leitgedicht. Wir stehen in Gott sein Lebensbuch geschrieben, all die, was der Arm durchgesagt hat. Am angenommen hat als persönlicher Herr im Heil. Keine sagte, und ich sah die Toten, beide groß und klein, stehen vor Gott. Becher war aufgetan, dann sah er noch ein anderes Buch aufgetan. Dann sah er, dort ist das Buch des Lebens. Und die Toten werden gerichtet, nur Wort, nur der Schrift, nur das Buch, nur ihr Wort. So, und wir nun Worte, unsere Worte wie alle gut gewesen. Das würde uns so interessieren, ja. Weil wir erst einmal feststellen, wenn wir bei nun werden, nun können wir bei nun für den Rechter, nun würde er das Buch aufdown. Der Rechter wird für uns sagen, ich glaube, wir würden alle ans Holz und utreichen und checken. Steht mir nun da. Wenn ich einmal sagen, mir nun steht, dann würde ich auch bosig checken, was steht da hängen geschrieben. Da wo wir auch sehr, sehr neugierig sind, was wird das letzte Wort sein, was wird der Rechter nicht zu mir sagen? Reich oder links mit dir? So neugierig kann ich mir feststellen, wo wir dann sind. Wir würden hören, was wird denn nicht sagen? Ganz euer Hut wird wir sein. Was wird denn nicht sagen? Was für eine Wahrheit wird er mir nicht schenken? Wird er nicht sagen, komm hier zum Rechten. Du bist angenommen, du hast gefolgt. Du bist ein von den Gleichen, was ich gesagt habe, was sie sollen sein.
Alle will ich von denen sein. Offenbarung 22,12 steht auf dem Vers, sagt, siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, zu geben einen Gärtlichen, wie seine Werke sein werden. So, hier sagt sie, hier kommt das Lohn. Er wird wohl kommen, und er sagt, das Lohn, was er mit hat, was er das Geschenk, das Lohn hat er nicht mit, und ja, von jedem einzelnen Lohn. So, das hast du, das kriegst du, für das du gefolgt hast, das kriegst du, das kriegst du. Das Lohn hat er mit, sagt er. Er wird mit sein. So aus unseren Worten worden gewahr sein. So wir verstehen das Wort verschieden sein. Ja? Er will uns belohnen. Er will in jedem einen Lohn geben. Er sagt, auf meiner steht, wo wir empfangen, er sagt, er will uns einen Lohn geben, nur dort, wo wir gearbeitet haben, als ein Schlag oder Geld gewesen, aber ein Lohn hat in jeder einer zu erwarten. Alle von uns. Keiner wird das in den Stich kommen. Da kann keiner das in den Stich kommen, für im Rechter zu kommen. So lohnt sich dort, ab dieser Ehe, in ans Leben, nur zu denken. Lohnt sich dort wirklich nur zu denken, ab mein Leben. Das geht an mich persönlich. Wir müssen denken, vielleicht so Leute muss stellen, da kommen immer Tachlot und so wieder, ne? Aber das geht doch an mein persönliches Leben, wo ich von dieser gleichen Gesellschaft sein, wo du in den Herrn gestorben ist. Die Zeit weit wie nicht, wie weit die keine Zeit waren. Der Herr uns wird in Odenbach nehmen. Keiner hat die Garantie, dass alle zu erreichen, was das Onkel hat. Keiner. Wir wissen nicht, wie lange Gott uns noch Leben schenkt. Gott uns diese Gelegenheit gibt. Keiner hat die Garantie, wie lange noch zu leben. Alle sind wir ein Kandidat für den Tod. Dort ist das Sicherste, was wir in das Leben können abrufen. Der Tod ist ein von den Sichersten. Das nicht. Dort weit wir alle. So, wir kommen zum Schluss, da ein paar Verse wieder für die Familie, zum Trost. Das ist Bruder Klaus schon sehr, erst ein Tag, wo sie sich lange gesehen haben, aber ein Tag, was man nicht leicht zu beleben, aber wir können nicht ran. Das ist halt immer so. Ich denke immer, in dem Moment, was dann passiert, dann fragt man sich, woran kriegt das? Die Not ohne Familie. Woran kriegt das? Woran? Weil wir denken an, was David, was er uns sagt in Psalm 23, die ersten 3 Verse noch. David sagt es dort: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Dessen Trost kann je als Familie, der je zijn dat alle, hij heeft van alle erregt. Hij wordt nie waar terugkomen met jullie te leven. Hij wacht daar en dus dat dient. Aber hier habt ihr ihr, denkt an dit, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wenn der Herr du es aus ihnen hört, dann wird das nicht mangeln. Julian Bange wird noch abstunden, der wird noch kommen, die werden nicht bange, wenn ein paar Wochen sagen, mal einmal treffen, war er kein, aber das ist vorbei. Das ist gewas, er wird nicht weiter kommen. Und er wird nicht auf eine reine Welt sein, was er nicht werden. Er wird nicht noch frischen Hut dafür, wo ihr durchschicken kann, wo ihr Frau und Möglichkeit den Herrn wirklich gegen wohnen. Er will nicht erquicken, weil wir waren am Bären, am Fosso, nur am Wohnen. Er wird nicht erquicken, was Jesus niemand sagt, kommt her zu mir. Ich will ihn erquicken, er will wie ein erquicktes Leben haben. Er ist nicht der Einzige, der ihn wirklich trösten kann. Ja, wie Menschen kennen auch Portje, aber nicht wirklich. Wirklich kann der Herr Jesus ihn trösten, kann ihn erquicken und er wird ihn wieder leiden. So weit die Predigt mit Gott ihn gut sehen. Okay, wir müssen wieder, dass die Nomen zusammen, bitte dort, so wieder gut.
es manches, was ich gerne möchte sehen. An Schönheit wird mein Herz sich dort erfreuen. Und wenn ich in die Ewigkeit zum Himmel werd eingehen, der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbeten werd ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst das Perlentor erstrahlt so hell und klar. Ich sehe einst das wunderschöne Heil. Ich sehe einst den weißen Thron und auch die Engelschar. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbeten werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich sehe einst die Lieben dort in jenem Himmelsland und viele, die mit mir dann ziehen heim. So mancher wartet dort auf mich an jenem goldenen Strand. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Der Erste, den ich sehe, soll Jesus sein. Und dann wird alles andere mich erfreuen. Anbeten werde ich stehen vor dem, der alles gibt. Ich sehe dann den Heiland, der mich liebt. Ich habe mir noch wat Bibelversen abgeschrieben, wat Fudan in der Bibel hat Papikes Schriftstellen abgeschrieben. Und das Römer 12, Vers 3. Denn ich sage, durch die Gnade, die mir gegeben ist, jeder Monat habe ich, dass niemand besser von sich halte, dann sich Gebet zu halten, sondern dass von sich mäßig halte, und jeglicher nach dem Gott uns geteilt hat, das Maß des Glaubens. 2. Thessalonicher 3, Vers 10-13. Und da wir bei euch waren, auf Paulus zu den Thessalonicher gesagt, und da wir bei euch waren, geboten wir euch solches, dass so jemand nicht will arbeiten, der soll auch nicht essen. Denn wir hören, dass etliche unter euch wohnen unordentlich und arbeiten nichts, sondern treiben Vorwärts. Solchen aber gebieten wir und ermahnen sie durch unseren Herrn Jesus Christus, dass sie mit stillem Wesen arbeiten und ihr eigen Brot essen. Und das würde ich sagen, das hat Fuder sehr getan, hat sehr geschafft. Hat einmal sein eigen Brot gegeben. Und dann, als er sich am Tag, würde ich sagen, das ist der angenehmste Psalm sagt. So als er gewachsen hat, gelebt.
Ja, ein klein bisschen von meiner persönlichen Seite für sein Leben. Besonders über nur gedacht, die letzte Zeit, als er mit Amboy aufging, dass seine Gesundheit schwacher wird. Und was wir da bejahend haben, mit ihm belebt haben. Dann habe ich diese Bibelvers, Jesaja 55, Vers 8, 9. Habe ich vielmehr über nur gedacht, und ich würde was von der sein, ich weiß immer noch nicht, was die ans alles zu sagen haben. Da sagt er dann, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist an die Erde, so sind auch meine Wege höher denn eure Wege und meine Gedanken denn eure Gedanken. Mir ist das sehr verwirrt, dass er all von eier der Zeit, als wir in Chihuahua tragen wollen, dass er uns dort abhalten deed auf den wahren Grund von der Wahrheit, von dem Leben mit Gott. Und was wir am derchen Leben so gelernt haben, mein persönlicher Eindruck ist, dass seine Hoffnung, oder die Hoffnung mit Gott, die stand immer vorab. Wir haben am nicht gelernt, dass einer, der sich beklauen wird, sondern im Vertrauen, im Glauben, in der Hoffnung auf Gott sagt, und wenn das die Dinge wären, wodurch zu drehen, was nicht einfach wären, dann wäre einfach ein bisschen stiller. Als dann das Schicksal passiert, was dann in 5 Jahren mit über 3 sein, dann würden wir dort nicht geglaubt haben, dass er nach 5 Jahren wird sagen, das soll leben. Wenn die Doktor uns das dann gesagt haben, den wir nur nach 5 Jahren machen pflegen, da wird uns die Zeit dann sehr lang für gekommen. Weil wir gesagt haben, das ging gar nicht. Dann ging wir einen Tag auf einmal, ein paar Jahre später, oder was Jahre später, ich habe nicht ein Datum dafür, wenn wir uns mit dem Doktor, Wort von den Doktors oder von den Krankenschwestern trafen, die in der Klinik gepflegt haben und von dort reden, wo wir am dort dann vertalten, dann sehen sie uns, wo wir nicht geglaubt haben, dass er überleben würde. Er hat sein Blick und sein Vertrauen immer noch auf Gott. Nu de laatste paar Jahre, wo das dann auch ein Stau zu sein, wie das bei aufgehen, da nach war. Bitte über einen Tag für, dass er dann nu aufscheiden deed. Zat ik de bezit aan und bad. Dat zag ze dat weer doch wel uit. Opeens schickte mir klar an. Dann redete er von Gott seine wunderbare Weg für uns Menschen. Ein Leiter lang durch Leben gehen, andere, der muss ganz plötzlich weg, wie eine gute Gesundheit und so wieder. Wo Gott einfach sind verschiedene Pläne mit uns Menschen hat, checkt er mir ganz freundlich an. Sein kann er nicht werden. Da und auch, ich weiß nicht, wofür ich da war, aber so uns, nur klar, nee, als ich dann nach Hause fuhr, sagte meine Frau, wenn ich bloß den von der ersten Tag taub nehmen, von morgens bis zu abends, dann verholte sich. Sag sie oben später aus morgens und über Tag. Freitag hieß morgens schreiben nur recht. Das sagst du, das schafft nicht mehr. Hat der Herr, das auch so sein, dass wir gut, dass er nicht mehr da wäre. Wir haben
eingemoten lang nur den Tag gelührt, dass wir wollen erfahren können, dass sie Lieden über wir. Die können wirklich auch von das erlöst sein. Ich dachte, ich hatte mir ein paar aufgegeben. Ich war dann, ich habe nicht. Ich weiß nicht, wie viel anders der Herr denkt, dass wir, wenn es das sagt in Jesaja 55, so viel Hecher der Himmel als über die Erde, so sind auch seine Gedanken, über unsere Gedanken. Uns bleibt nicht was anderes übrig, als auch das eben eng. Und ja Gottes Führung zu sein, und in seiner Welt zu leben. Ich danke den Herrn, dass er den erlöst hat von seiner Krankheit, wo er dann nicht durch ist. Nicht flehen als uns zu durch. Vielleicht er was, dass er viel zu freundlich wird, er geduldig wird. Er hat viel Geduld in seiner Krankheit. Ich danke auch für all die, was am gepflegt haben. Auch für das Eten und Besuch, was er gekommen ist. Auch für die, was er reingemerkt hat im Begräbnis. Für die Toten besorgt. Für all das eben, wo ich nu nicht so hastig bifällt, bedanke ich mich für alles für. Gut, auch noch einmal zu Latz aus von Familie uit. Uns ganz vom Herzen bedanken für all die, die da teilgenommen haben an die ganze Zeit mitgelebt haben, gebetet haben und nun das letzte Nacht zu begleiten. Ich weiß nicht, wer das alles sind, aber ich habe gemerkt, dass es recht viele, die sich da ihre Ehrlichkeit bewiesen haben und möchte Gott den Doktor ansehen. Wir gehen noch wieder mit dem Programm. Ja, ich wollte nur sagen, dass ich habe erst von Anfang an, wo wir uns befreit hatten, viel Gemeinschaft gehabt mit ihm. Wir haben mit ihm das geschafft. Ich habe eine gute Gemeinschaft gehabt in Tegel und wir haben das geschafft. Dafür sind wir sehr schön gewohnt. Und wir haben viel können über die jährliche Sied reden, sehr viel Mut. Und dafür sind wir sehr schön gewohnt. Und er hat ganz klar gesagt an ihrer Mutter, ich fällt ganz recht, wenn ich es einmal bereit kann, aufholen. Besonders die Zeit, wenn es nach klar wird, die letzte Jahre. Wenn sie im Rampel auch nicht können reden, dann habe ich am Pferden besorgt. Und dann redet der Pferden von. Und dann hat Pferden geredet, wie gesagt, hat viel Gemeinschaft gehabt. Und ich bin immer sehr froh, wir haben so viel Gemeinschaft haben mit ihm. Ich habe mir noch kennengelernt, über diese 5 Jahre, wo er hier nicht reden kann. So viel mit am Top gewesen, und er hat nicht reden können, aber wir können doch noch Gemeinschaft haben. Und die Gemeinschaft hat uns sehr schön gemacht mit am Hand. Und ich sage ganz vertreten, dass er nicht bei Jesus. Ja, mir fällt sich so, der Anfang von unserer Familie ist aufgebraucht. Mir fällt nicht so lange ein Bibelvers bei. Was er all viele Jahre trägt, wir wohnen noch bei Breitschas. Danach wollte er uns sehen, dass sein Paar noch mehr gesagt hat. Er sagt, ne, schreibe aus, dass sie nicht hier in der Wahrheit wohnen. Und dort wir auch sein Verlangen. Ich bin auch sehr dankbar dafür, dass er uns ab Jesus abgewiesen hat, ab der Wahrheit. Dass wir auch ganz vertrauen können, ja ganz vertrauen, dass er auch bei Jesus ist, da wo er hin will, dass er sein Leben aller über ist. Sie sei ja dankbar. Dankeschön. Ich bedanke mich auch sehr für die alle Welt, die hängen, was hier war sind, was er nur all der ganze Zeit immer bei uns Eten gebracht.
Wat ons nu ook zei, in je stad gaan, ons eten gegeven haben. Ich bedanke mich alle sehr für dich. Wünsche an alle Gottes Segen. Ja, Bianca hat hier den Lebenslauf hergelesen. Lebenslauf von Bernhard Rempel-Berger. Als Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater hat er sein Werk hier auf Erden vollendet. Er ist dem Ruf, komm wieder, Menschenkind gefolgt und ist heimgegangen in die selige Wohnung beim Herrn, wie wir fest vertrauen. Bernhard wurde seinen Eltern Franz und Katharina Rempel am 9. November 1938 als 9. Kind in Mexiko geboren. Seinen Schulunterricht bekam er im Dorf Schöndorf, wo er auch seine Jugendzeit verlebte, bis er im Jahre 1959 mit seinen Eltern nach Belize zog. Am 25. Juli 1960 wurde er in Belize getauft und in der Altkoloniergemeinde aufgenommen. Am 20. November 1960 reichte er mir, Helena Fern, die Hand fürs Eheleben. Der Herr schenkte uns 4 Kinder, wovon ihm 1 im Tode vorangegangen ist. Im Jahr 1974 zogen wir als Familie nach Swift Current, Bolivien. Im Jahr 1991 zogen wir nach Campo Chihuahua. Er war eine freundliche, arbeitsame Person. Er hat viel für die Kolonie Chihuahua getan. Auch in der Gemeinde war er immer dabei. Und er war auch körperlich gesund, bis er im Februar 2002 einen Anfall bekam. Danach hat er öfters Anfälle gehabt. Dann, am 19. Oktober 2014, bekam er einen Gehirnschlag, worauf er dann im Kliniker zur Behandlung gebracht wurde. Er erholte sich noch wieder so viel, dass er noch ein bisschen reden konnte. Aber dann, am 19. Februar 2015, bekam er den 2. Schlag und seitdem konnte er nicht mehr reden, sondern musste ganz gepflegt werden. Es sind 5 Jahre, 1 Monat, 14 Tage, die er im Bett zugebracht hat. Gestorben ist er den 13. Dezember um 5 Uhr morgens zu Hause. Alt geworden ist er 81 Jahre, 1 Monat, 4 Tage. Er hinterlässt mich, seine tief betrübte Ehefrau und 3 Kinder, Klaas und Maria Rempel, Katharina und Abraham Fern, Maria und Jakob Dick. 11 Großkinder, 9 davon sind verheiratet, 18 Urgroßkinder. Wir als Familie gönnen ihm die Ruhe vom Herzen und hoffen auf ein Wiedersehen. Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat durch die Gnade. 2. Thessalonicher 2, 16. Papa, für 5 Jahre seid ihr einen Weg gegangen, alleine, einsam. Ein Weg, den wir nicht gehen konnten, nur begleiten helfen. Und es war Stückwerk. Wir wissen, dass der Weg nicht einfach war. Ihr konntet uns aber nicht sagen, wie er war. Wir mussten es nur raten. Und immer wieder blicktet ihr mit einem freundlichen Strahl zurück. Eure Hoffnung war trotzdem in Gott und ging so weiter, bis Gott es so sah, dass der Weg lang genug war und so einsam die Hügel waren steiler, die Kräfte versagten. Und er dann sprach, komm heim, Pilger, es ist genug. Um der Ruhe wegen und der Schönheit im Himmel zu sein, gönnen wir es euch.
Aber wir vermissen euch, die Kinder. Jesus, wie ihr Gott, und vertraut
Schenk uns dies hier abgeliehen. Joma merkt dort Wort so moi. In dem Himmel deine Lieden sind. Rebet sind durch uns Jesu. Und verscheuert auf Wort sind. Ja, ich will ein Ding noch erwähnen. Wir haben noch ein Stück, wo sie uns Bilder wiesen von der Zeit von Paar im Leben. Nur das als eine Gelegenheit, ich habe das nicht erwähnt, aber er hat die letzte Zeit auf eine Pflege gebracht. Und ich glaube, hier ist jemand in Gegenwart, was da vielleicht noch was davon sagen wird. Ich nenne dann vielleicht das Programm von der Klinik Erbedeinung. Das führt nur dem dann, die Gelegenheit. Wir haben hier ein Leut aufgestellt mit Bildern, was wir fangen noch von seiner Lebenszeit. Leider muss wir feststellen, wir fangen sehr wenig Bilder von ihm, aber doch bleibt er immer in unserer Erinnerung. Wenn ich denke da, der Zeit, was er gelebt hat, und dort, was er durchging, er als Krieg auf der ganzen Weg der Stadt getroffen worden. Er gleich sehr Gemeinschaft zu haben, wo der Utrop wir, fuhrt er unbedingt an. Ferken kam der mit einem Arm geprallt in Haus, was er sich für $1 gekauft hat, aber das war nicht, was ihm wichtig war. Er nahm einmal, wie mit, von der Utrop fuhr, zum Heerweg spazieren, und dort sah er sich Freunde ab, zum Matthäus spazieren. Wenn ich denke danach, wo wir ferken, die Bruderschaft, oder was einmal fuhren, oder manchmal die Kirche, er mögt sich den weichen Raum, kam bei uns an, nahm uns mit in die Kirche. Ich freue mich für das Zeugnis, was er hier gelassen hat, und hier habe ich ein Leut mit Bildern und Andenken für ihn. Din levna bil har många troubles. Du ein musst dröen dort. Du kannst nicht sagen, was ich war dig. Doch du Tis be God. Du jetzt abgående gåse, din våga bildes
See. Wie hand je hielt, als du hier warst. Wie stunden rum den Grau auf dem Hiel. Ik wil hier de hemel zingen, zingt met hem, drum Gott zijn trein. Nu is nu. ihn gepflegt haben. In dieser Zeit haben wir ihn auch sehr schätzen gelernt, weil er hatte oft sehr Schmerzen und doch hat er uns auch immer wieder angelächelt, wenn wir gekommen sind und auch immer mit Geduld seine Leiden getragen. Wir wollten jetzt auch noch zum Trost auch für die Familie ein Lied singen. Im Himmel, da gibt's keine Tränen, nicht Müdigkeit, Trübsal und Schmerz, nicht Herzen gebrochen und blutend, kein seufzendes, klagendes Herz. Die Wolken, die hier oft so dunkel erscheinen im Himmel nicht mehr, vom himmlischen Glanze umfunkelt, ist alles so herrlich.
die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn wir Jesus dort sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Im Himmel darf niemand bezahlen, denn alles dort oben ist frei. Die Kleider dort nicht mehr veralten, stets fleckenlos glänzend und neu. Wir werden nicht hungern, nicht dürsten, nicht seufzen in Armut und Not. Stets reichlich von Gütern des Himmels genießen wir droben von Gott. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelnd die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn wir Jesus dort sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Kein Trauerband hängt an den Türen, kein Leichenzug dort sich bewegt, kein Friedhof liegt dort an den Hügeln, kein Liebling ins Grab wird gelegt. Die Alten in ewiger Jugend, verwandelt im Augenblick schnell, von übernatürlichem Glanze, sie leuchten in Ewigkeit hell. Jerusalem droben, du Schöne, ich bin auf dem Wege dahin, wo jubelnd die Schar der Erlösten, die himmlischen Reihen durchziehen. Ein Heimweh nach oben erfasst mich, zur Heimat, die Gott uns erbaut. Oh, wie wird uns geschehen, wenn wir Jesus dort sehen, in der herrlichen goldenen Stadt. Dankeschön für die Mitteilung, die aus Enkelkinder, Großkinder und Pfleger. Eine Botschaft hat wie erst, dass scheinbar in Deutschland wie eine Mode war von einem Keller in der Stube zu haben, durch einen Sorgband stehen zu haben. Dann fällt mir dort bloß bei, wenn sein Blick auch immer ab Gott haben wir, wo Unsicherheit überging. Dort Sorg, wo er von der Band liegen hat, dort halt hat er sich von der Wirtschaft mitgebracht. Das soll nochmal für ihn in Sorg geben. Da hat er dort all was Jahren liegen, ich weiß nicht wie lange. Wir hatten eine Zeit von verjährten. Was er dann durchlegen hat, am Geflecht muss, dann sah wir die Brüder da. Dann haben wir das abgewahrt. Wir haben nu Gelegenheit für
jemand zu euch sehen, war noch irgendwer, was sei wohl einen Beitrag geben von Freund, Ungeheuer, was immer das ist. Nehmt ihr hier in der Zeit. Ja, dort, da wir die Zeit plus uitkijken, wenn je een online haben, merkt ihr drei dafür, und kommt hier schön, dass wir, ja, dort nicht so viel Zwischenraum da ist, und da dort mehr. Was ich nun über nur dacht, mein Onkel Bient weich wird, ist dann ein Aufscheidfeier, wird vor einem Licht. Und was erinnere ich mich, wenn ich an meinen Onkel Bient denke? Ich war da plötzlich hier angefahren sein mit den Spazieren. Den Arm können wir niemals nicht tragfingen. Ich kam in Hofen vor Merach, das fällt sich dort nicht zu tun. Der nahm dann sich die Zeit, sag ich, kann wir uns Modul sagen. Dann in der Schmier hat eine Stufe, mit Schobs werden und dann wird eine Schifflut abgereten. Du gehst dann irgendwas rübergeholt, Chocolates oder Kürkjes oder irgendwas, und dann hat er auch was zum Trinken unter beiden. Kann man einmal nach lesen, ob man in der Coke oder was anderes will oder Wuta. Und dann, wir waren mal spazieren. Er spaziert auch einmal hier mit mir, aber dort wir einmal dort, er reden nicht bloß, sondern er hört auch zu. Er hat auch einmal Uhren für mich. Und so weiß er einmal seine Läufe zu mir. Er hat mich einmal gerade gesagt, er mich gleicht, aber er weiß mir dort. Dann kam noch mal zwischen, meint du, komm wir mal mit dem Stuhl fahren. Halt euch gerade geschaffen. War einfach mal mit mir hinterwegs zu sein, hält dann nach dem Treffweich beim Restaurant und sagt, gut, ich habe mal ein paar Eiscremes. Und so braucht er immer weiter mit zu wiesen, dass er mich gleicht, wenn ich da wird, obwohl er mir das nicht sieht. Er hat immer die Geduld, dort beneide ich den Säuer. Die Geduld würde ich auch hier haben, der er hat. Was ich denke, dass heute nimmt sich einmal Zeit für mich, wenn ich ankomme. Wie viel Zeit habe ich mir genommen? Was ich von dir auf den Zadel checken, dort wird in 5 Jahren ich erschrock. Wenn ich würde teilen können, wofür ich den besorgt habe in den 5 Jahren. Und da habe ich gesagt, haben wir nicht genug Zeit genommen. Für dort, was heißt ich einmal Zeit genommen, für mich, wenn ich ankomme, habe ich mir nicht genug Zeit genommen in dieser Zeit, wenn ich weiter, dass der nicht langfähig gekommen ist. Aber wenn ich komme, der freut sich immer. Mit jeder Neuigkeit, wenn ich mitkomme, wenn ich dem was verteile, wenn er dort versteht, freut er sich. Ich weiß noch vor 3 Jahren, als ich dann komme und er die Kasse einladen will, und er dort sagt, ich komme mit einer Brüttaub, er kann nicht sein, aber er lässt sich meinen, dass er sich so mit mir freuen wird. Als wir Luther dann mit einem Kind kommen, da freut er sich auch so, der will uns einmal nicht gut lassen. Und der will am liebsten ans Kind durchholen haben. Ich habe mir auch ein einziges Mal, wo ich auch Termine schon bekannt habe, mir dann die Zeit genommen, eine Tante gefragt, wo ist die Bibel, wo ich noch heute einmal gelesen habe. Dann blätter ich dann mal so Rahmen checken, da hat sich auch manche Stellen markiert. Und lasse ich einfach mal so eine Bibel stehen, für was einmal wieder wichtig war, und er sich markiert hat. Und wenn ganz viele Bibelstellen, die einfach von der Genut Gottes reden, deuten, und einmal, wenn ich diese Bibelstellen lesen, dort kann nichts sein, aber dort wird morgen sieht immer ein Amen zu dieser Bibelstellen. Ich habe auch immer ein Sonnenschein am Gesicht. Ich habe den keinmal, was ich mir denken kann, mal traurig angetroffen. Immer auch in der schweren Zeit, wo ich nu 5 Jahre, wenn ich mal kam, oder mit meiner Familie kam, immer, wenn er dort versteht hat, wie ich kam, wenn er nicht trotz so wie bewusst war ich, wie er dort versteht, dann lacht er einmal, hat einmal ein Smile am Gesicht. Ja, ich dachte, ich würde ein paar wieder sagen, ich hatte gelernt, ich hatte ein paar Jahre mit dem zu schaffen, wenn wir eine Arbeit hatten, zu Forum. Ich habe von mir mal gelernt, ich hatte, wenn wir eine Arbeitssorten über verschiedene Arbeiten zu trachten, dass wir durch ein jährliches Thema ankommen. Und wenn ich da nicht zurückdenke, da an Abend der Seite von der, ab der sie jetzt vorig ist, ich meine, ich habe mir keinen Zweifel, dass wir in Trampel nicht im Himmel bei Jesus ist. Wenn ihr mal
sehr schöne die Gemeinschaft gehalten. Er hat Jesus bekannt als sein Herrn Hell und sein Radar. Ich hatte den alten sehr Association auf das Schatzen geschatzen. Ich habe ihre Mutter gelernt, ich habe mit Amtop durch über diese Dinge zu reden. Ich meine, das ist geklost in den Sehen. Ich dachte, er hat sich vorher losgelassen, aber nicht wieder angeworden, hat ihn doch noch nicht losgelassen. Uns ging das dann auch ein bisschen so ins den Arbeitsweg. Wir hatten uns den mit euch gewarnt, dass wir einen sehr feinen Partner, einen Arbeitspartner, mit uns wieder nicht mehr da. Ich freue mich mit den Matters, Kinder, das Zeugnis dran, dass der Vater im Himmel ist. Ich stelle mir vor, die Dinge entgegen zu gehen, wenn er das Zeugnis nicht hat, das wird noch nur ein ganz anderes Gefühl sein. Zu den Leuten, was die hier sagen, in Heden. Die waren vielleicht gewundert haben, warum sehen die Grotchen das nicht. Ich habe das Leute rein gemerkt. Ich habe eine Melodie von einem anderen Leute genommen, meine Worte dabei geschrieben. Und ich habe geplant, das mit den Grotchen zu singen. Aber Freitag, als ich mit den Leuten schaffen wollte, ich merkte das, ich kriege das nicht an, das schafft nicht. Das wird so sehr, was mir das anschieren wollte. En ik graag wat kon ik doen. Op een geval bij, ik had een vriend. Hij nam zich ook allemaal hier een tijd voor mij. Daar weer thuis. Ik checkte aan de Wied, ik checkte aan de Melodie en zei, Vrouwen, wanneer die het niet past, braucht es nicht, aber wir würden uns freuen, wenn wir das Leute können hören, ab mir gerade vor seinem Begrafnis. Und er hat sich spontan auch Zeit genommen, die Leute zu gravieren. Und wir sind dankbar für die Janske, die auch sich Zeit genommen haben, für uns anzuspringen und nach vor uns durchzustehen. Ist vielleicht noch jemand? Ja. Jo, Freitag wings dat er dat hij gestorben wäre. Wir het zo Sonnenleben in mijn hand. Viele oude gedanken. Ik heb fresh over deel wat ik heb mij al gedacht had. Ik heb met Amt gearbeitet en Direktorium gezeten. Veel geleerd van hem. En ik wil me einfach van deel noem van geschaffen en Familie bedanken, dat je aan de tijd geloten hebben. Hij heeft ons veel geleerd. Hij heeft allemaal waar gezegd. Ik wil alle überneemt kindje. Ik moet afloten. Ik geloof, al die wat aan den Dash gezeten hebben, die erinnern zich aan een ganz besonderen Vers. Amma zegt hij, wer hij goede te doen niet heeft, die moet zijn. Dat waren hulde, jeder smol wat mij denkt, wat we met am top zaten aan een Dash en dingen beroden. Dat heeft een ganz wunderbare uitwerking, zo wat als dat allemaal waren even te reichen. Dat blijft zaten in hem. Ik weet, hij is een Zeugnis geweest voor ons. In die Schaf, hij heeft door allemaal waren gewezen, dat hij dat ernst nam, den Vers, en dat hij verzocht, de beste ervan te krijgen. Nog eenmaal zei hij van danken aan je familie, dat je de tijd ewig gehad hebben om te loten, om naar de meeting te komen. Dankzij. God is zeer met je. Ja, wenn noch irgendwer was hat, präsentiert könnt, wir wollen einfach wiedergehen. Ich meine, wir wollen kein aufschneiden, wenn die Gedanken sind, aber wenn das nicht gut sind, wenn das meins alle ist, dann werden wir auch wiedergehen mit eben Geport von den
Leichenbesorgung. So, haft ob eins jemand noch was, oder wir gleichen mitteilen. Ja, gut, wenn er nicht erst, dann wird die Chor uns noch ein Lied singen, nur dem wird Bruder Obram dort dann zum Aufschluss anleiten. Strand in dem ewigen Heimatland bist du mich an Jesu Hand wiedersehen, wo die Nacht auf ewig flieht und dein edler Frühling blüht, wo man singt des Lammes Lied, oh wie schön. Wiedersehen, wiedersehen, oh wie schön, wo die Lebensbäume blühen. Wo der Engel Waffenklang der erlösten Lobgesang tönt den Himmel zahlend Klang, oh wie schön. Durch und nur hat diese Welt alles Fang vergeht und fällt, doch es klingt vom Himmel zählt, wie er sehen. Drum hinweg den Trauerflor auf das Herz zu Gott empor. Dorten singt ein seliger Chor, oh wie schön. Wiedersehen, wiedersehen, oh wie schön, wo die Lebensbäume blühen, wiedersehen. Wo der Engel Waffenklang der erlösten Lobgesang tönt den Himmel zahlend Klang, oh wie schön. Wo das Band vom Tod entzweit wird für alle Ewigkeit, neu geschlungen, neu geweiht, wiedersehen. Wo der Engel Waffenklang der erlösten Lobgesang tönt den Himmel zahlend Klang, oh wie schön. Wiedersehen, wiedersehen, oh wie schön, wo die Lebensbäume blühen, wiedersehen. Wo der Engel Waffenklang der erlösten Lobgesang tönt den Himmel zahlend Klang, oh wie schön. Ja, ik ben mee afsluiten, maar dan mag je de keer alle Tjanen voorbij gaan. Een paar dingen bekomen we nog einmal wil ik zeggen, waar we nog drauf afvoeren, de spaakje, dat voordat met de lijstje verafvoert. En de familie door hen aan en aan de eeuwen, waar we de spaakje aan het wascht, dat doe ik nog einmal geven, en dat is onze video, zodat dat eenmaal de spaakje. En de nächste is geen Faspa, alleen nu Freundschaft, ein Jahr ist das wieder aufgekommen, war noch ein Fasper geboren, und dort war dort bei der ersten Linie bei der Church sein, die erst was anderes gefunden wurde. So, wir haben eine Welt zum Fasper kommen, das war dann bei der ersten Linie bei der Church sein, nur am Door begroft ist. Will er noch unter sein? Ja, einmal da ich auch mir aufgeschnitten, ich dachte eigentlich das Fahrwort von Schmatio Sahne, den Fall, das mich an meine Erinnerung, was ich viel hat,
Wir starten Jakobusfeier 17. In Fahrer oder irgendwo, dann wäre es Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist Sünde. So, ich will uns auch mitgeben, um nun zu denken, wir haben hier nur gedacht an uns Leben. Und wie weit das Fall steht in der Bibel, wer weit Gott zu tun und nicht tätig zu verwehrt, sagt er, das ist ein Sinn. In der Sinn weit der wird Gott uns bestrafen. Gott will nicht, dass wir in Sinn leben. So, ab den Gedanken würde ich uns hier entluden, mit ihm einmal zu beten, und dann wollen wir hier umleiten, dass wir gerne verbiegen. Wir pausen erst Stuhl und wollen auch zum Schluss hier beten. Herr Vater, wir danken dir für diesen Tag. Und wenig geplant haben, wie verrückt, was du heute so hell du bist. Für viele Jahre treu, was ich von der Wort anwohne. Herr, wir danken dir dafür für den Trost, was du uns geben lässt. Für den Leib, was du uns bewiesen lässt. Auch für das Bruder, was er hingelogen hat, was wir uns erinnern können, Herr. Das ist der letzte Moment, wo wir hier sein geworden, dass sie hier, Herr, trotzdem vertrauen wir uns, Wahrheit zu treffen. Ja, Herr, ich will dich beten für die Familie, die mit an, schenken einfach Trost. Hunde, Kinder, Großkinder. Wir alle kennen die Trost am Aufgeben, am Beerdigen. Darauf haben wir eigentlich nie, was er sein geworden hat. Wie weit das ist ein Schmerz, das Jahr aufrichten, das Jahr aufzugeben. Aber Herr, wie weit du was uns alle angetan haben, wir wissen jedem einen. Wir sind alle Kandidat von dort, die Engel ist der geworden. Hier war ich. Herr, wir danken dir dafür, dass du so ein heiliger, scheiner Plan für uns hast. Das scheine Angebot, was du hast, mag wir dort erreichen. All das, was hier zu je sein, wo einmal erst hat, musst du jedem ein Sehen und nun denken, und wieder die Gemeinschaft recht ist nach. In dem Namen Jesus Christus beten und danken wir. Amen. Nehmt noch einmal Platz. Okay, wollen wir eine Madman Film? Okay, wo dat möglich zijn, de eerste reden, het eerste woorden kan komen, maar met druk merken dat de gang met schmal, dat het eerste kan, en dan van heen ontvangen, hoe is dit voorbij. Thank